Guten Dag met Nene. Da bin ik nog eens mal weer. Ik wil vandaag eens een beetje wat vertellen over Strekespullen, also Streiche spielen. Früher hebt die Lö sich ja auch gerne mit Streke ärgert. Ich kann mich an einen erinnern, wo sich große Lö, also keine Kinder, sich gegenseitig ärgert hebt. Bei uns in der Nachbarschaft, da gab's ein Großhus mit 3 Mietparteien. Und in dat Hus wohnte den Vermieter mit seiner Familie. Die Vermieterin war ein old Schrapnell und darum nicht gerade gut angesehen bei ihren Mieters, wegen at sie ja alltid wat zu nörgeln hatte und nix recht was. Sie mischten sich in alles in, wat eigentlich nix anging. Aber sie muss überall ihre Nöse drin stecken und schimpfen. Das gefiel den Mieters natürlich gar nicht. Aber die meisten nahmen et stillekes hin und sagen nix to die olle Häkelteve. Bloß eine ältere Frau, die Bobben in dat Hus wohnte, woll sich dat nicht mehr gefallen lassen und sie überlegten sich, wo sie der Vermieters is blamieren kun. Da meg sie sich ne Plan. Als die Frohleichnamsprozessione über die Straßen trok und an jede tweede of derde Hus ein klein Altörken upbaut was mit hilligen Figuren, mit Blumen, mit Bäller, mit Karsenständer, mit Spitzendexkes und allerlei ander Schmucktüch wochten sie af, dat dat Vermieterpaar dat Hus verlädt und nach de Karke ging. Van war die Prozessione lostrok. Dann lieb sie gau noch buten und meg die große Hofporte so weit los ast göng. Sie hatte vorher allerlei Gerümpel in den Hof drägen. Sie hatte Leder von der Wand genommen und up'n Bodden legt, den Bollerwagen umkippt, die Wöskeline an eine Seite runterfallen lassen und Bessen und Harken der Nähne schmetten. Et such nicht gut ut. Als ein paar 100 Lö an die Porte vorbeigegangen wassen, kam auch das Vermieterpaar und sucht den rummeligen Hof. Den Mann sprung ut de Prozessione und schmied mit Karacho die Porte to. Seine Frau was an liebste in Bodden versunken und schamen sich zugrunde. Die Oma aber ging lichten Fuß wieder mit der Prozessione. Ich weet nicht, ob sie later die Übeltäterin utmagt hebt, aber dotto pes min Gedicht, wat ich later über die verschwundene Nähmaschine magt heb. Den Vermieter hatte die Oma apart noch wat Valjoren lang ob den Kieker. Die verschwundene Nähmaschine, das lässt ich nur es ebenges für. Hey, Norberske, heb ich nächste all hört? Ich gelöft wolle nicht, wat mi is passiert. Den ollen Vermieter hier unten in Tus, die kam noch mi mit n grot Gebrus und sag mir ins Gesicht ganz frech, Norberske, sag ich, mine Nähmaschine is weg. Sie hef up'n Bönnestorn dat letzte Jahr und nur up'n Mal is sie nicht mehr da. Und ich, dat secht den ollen Schoft, ich ha dat gute Ding verkauft. Hier steh ich, unbescholtene Frau, seh ich so ut as wann ich klau? Den Satansbraten, do ich nicht mehr grüßen, dat soll mi den Kerl noch jahrenlang büßen. Den dummen Essel und auch sein Wief, die kriegt von mir noch wat ob lief. Und seine Blagen, auch wisse nicht minner, die bünd kein Umgang für usse Kinder. Dat weet die Norbers doch all hier zu hob, dat ich nicht andere Lö ihre Nähmaschinen verkoop. Ne gute Maschine, die ist vor den Kopf stecken.
Doch ich hab für den ollen Kasten bloß noch 10 Mark kriegen. Wie den nächsten Streck was ich dabei, ohne dass mir das bewusst was. Ich hatte eine Klassenkameradin, die kwam ut n rieken Haushalt. Die wohnte in einer Villa, wo wir apart nie nicht drin waren. Die derne drauf keine Kinder von der Straße mit nach Hause bringen. Ich war damals in zweite Schuljahr und stund bei uns an der Straße. Da kwam die derne noch mir hin und frug, ob ich mit ihr eben noch das Fischgeschäft gehen woll. Sie hatte ne brunen Papiertuten in der Hand, die gut gefüllt was mit wat, ich weet nicht wat. Ich habe Tisch und ging mit ihr nach der Fischhalle. Ein paar Straßen wieder. In der Fischhalle stellen sie die Tüte auf die Ladentheke und als die Verkäuferin kwam, schob sie ihr den Tutennöger ran und sagt, meine Mutter schickt Bohnenkaffee. Die Frau war überrascht und freuen sich über das Geschenk von der rieke Familie. Sie bedankte sich vollmals und bestellte noch voll Grüße an die Frau Mama. Auf Mal packen mir meine Klassenkameradin an den Arm und trug mich nach Buten, rannte mit mir so gau as ging und lädt mich nicht mehr los, bevor wir achter die nächste Straßenecke anhehlen. Ich frug sie, warum wir so gau wegrannt wasen, und da sagt sie mir, in der Tüte war gar kein Bohnenkaffee drin, da war von unserem Reitpferd Pferdeäpfel drin, die unser Dienstmädchen heute Morgen aufgesammelt hat. Von der Sache habe ich später nichts mehr gehört. Aber ich denke, dass die Frau in der Fischhalle die derne Balkan hef. Klingelmännchen können wir damals noch nicht machen. Die ollen Hustüren hatten ja gar keine Klingel. Man muss, wenn man was will, an die Döre kloppen und einfach die Klinke runterklicken oder runterdrücken. Da fällt mir noch zum Abschluss noch eine kleine Nachbarstochter, Hella, in. Unsere Mama vertellen das gerne, dat, wann wir Gröttern in der Schule wassen, die kleine 4-jährige Hella mit ihren dünnen Fingerkiss wie uns an der Hustür kloppen. Sie können ja noch nicht an die Klinke reken. Und rieb dann, Tante Wulf, mach die Tür los, deine Liebe steht vor die Tür. So, nur halt du Kregel und ich sag, gut gone. Muss ich jetzt eben abstellen. So.